So. Ihr Leid, weiter geht's im Märchenbuch. Zu der Episode 3, die erste Folge, wo wir gemacht haben. Das ist bei uns dann die Folge 8. Was hätten wir dann hier? Das sieht ja aus wie ein Scheißhaufen. Hoppala, Entschuldigung. Trollbestattungsriten, die lange Abwesenheit. Die große Mutter Tod hat ihren Blick stets auf uns gerichtet. Unter ihrem gütigen Auge schlagen wir unsere Schlachten. Wir pflegen unsere Wunden, wir feiern unsere Siege, wir ertragen unsere Leiden. Und wenn wir sterben, ist sie da. Ihre Umarmung ist wie die Stille des Berges, wie der schwere Frieden des Steins. Ein Trollbegräbnis ist ein heiliges Ritual, das von der Trollmutter an den Sohn mündlich weitergegeben wird. Es beginnt bei Sonnenuntergang mit der Errichtung des Cairns, einem kleinen Steinhaufen. Er steht für die Generation an Trollen, die bereits gestorben sind und die das Fundament der Lebenden bilden. Die Waffen des Trolls werden an jene verteilt, die ihm am nächsten standen. Der Leichnam und der Rest seiner Besitztümer werden verbrannt. Und auch wenn jeder Teilnehmer etwas über das Leben des Verstorbenen sagen muss, würde die Offenheit, mit der die Trauerreden gehalten werden, jedem Menschen die Schamesröte ins Gesicht treiben. Vivian, Georgies Mädchen. Vieles von Vivians Vergangenheit liegt im Dunkeln. Sie zieht es vor, lieber nicht über ihr Leben in den Heimatlanden zu reden. Sie wollte in Fabletown etwas Neues aufbauen, aber arbeitet letztendlich für Georgie im Pudding and Pie. Sie führt kein schlechtes Leben. Georgie hat Gefallen an Vivian gefunden und so muss sie keine Jobs im Open Arms annehmen. Stattdessen spielt sie die Rolle einer Gastgeberin und hilft Georgie dabei, die Kunden zufriedenzustellen. Dr. Swinehart, der Feldarzt. Dr. Swinehart ist Fabletowns Arzt. Er ist so geschickt im Umgang mit chirurgischen Instrumenten, dass er ohne Probleme an sich selbst operieren kann. Er hat viele Jahre als Feldarzt gedient und seine Talente manchmal eingesetzt, um die einheimische Bevölkerung zu beeindrucken. Ihm untersteht derzeit die Sonderforschungsabteilung der Malteser Klinik. Sie wurde so genannt, um einer genaueren Untersuchung durch die Menschen zu entgehen, da sie sonst herausfinden würden, dass es sich hierbei um eine Einrichtung zur gesundheitlichen Betreuung von Fabelwesen handelt. Okay. Morgen geht's weiter mit der nächsten Folge. Schalte wieder in und noch die nächste Folge kommt das nächste Märchenbuch. Tschö.